Wir haben es schon gehört, für den heutigen Gottesdienst haben Konfirmanden, also die aktuellen und die nächstjährigen, das Thema Nächstenliebe ausgesucht. Und ich habe da einen Text gesucht und wir haben auch schon in der Lektion zusammen angeschaut und darüber austauscht. Und es ist also ganz viel drin. Und ich werde einfach so einen gewissen Aspekt von diesem Text euch heute probieren weiterzugeben. Er steht in Matthäus 5, Verse 43 bis 48. Matthäus 5, Verse 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für alle die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne unseres Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Amen. Ich tue noch beten. Ja, lieber Heiland, ich danke dir, dass du so Themen angeschnitten hast in deinen Predigten, in deiner Botschaft, die in unser Leben reden. Und ja, du siehst schon gerade das Thema Nächstenliebe, wie das uns herausfordert. Und ich danke dir, dass du heute Morgen zu unseren Herzen reden willst, dass wir dürfen angesprochen sein von deinem Wort. Amen. Ja, der Text, kurz zusammengefasst, fordert uns heraus, unseren Nächsten zu lieben. Jesus tut aber wie so häufig in der Bergpredigt noch wie es obendrauf setzen. Er fordert sogar dazu auf, dass wir auch finden Liebe. Und dass wir ebenso vollkommen sollen sein, wie er selber. Wie Gott selber soll in mir vollkommen sein. Und ich habe mir gedacht, ja, ist der Text in dem Sinne nicht einfach eine Überforderung? Tun wir nicht einfach gescheiter die Bibel zuschlagen und sagen, ja, das kann man nicht schaffen. Ich möchte euch einladen, mit mir eine Entdeckungsreise zu machen auf das spannende Thema und uns auch von dem Wort von Jesus herauszufordern. Liebe, das ist so ein abgedroschenes Wort, oder? Das braucht man so vielfältig. Und dann habe ich gedacht, ja, wie soll man denn Liebe erklären? Und im ersten Vers, den ich gelesen habe, ist gesagt worden, aber in den alten Schriften wird gesagt, du sollst die Nächste lieben, aber die Feind hassen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, vielleicht ist es einfacher, sich einmal mit dem Begriff Hass auseinanderzusetzen. Was bedeutet Hass? Hass ist ein Gefühl gegenüber einem anderen Menschen. Wie Liebe auch. Hass ist ein Gefühl gegenüber einem anderen Menschen, aber es ist ein negatives Gefühl. Ja, der Anger, der steht mir vor der Sonne. Der nimmt mir einen Platz fort. Vielleicht einen Platz, wo ich das Gefühl habe, dass der mir gehören soll. Oder er nimmt mir ganz aktiv etwas fort. Etwas, das ich hatte, etwas, das ich war. Wenn ich hasse, dann habe ich den Glauben verloren, dass sich dieser Mensch verändern kann. Nein, das ist ja so. Das ist ein sturer, komischer. Mit dem will ich lieber nichts zu tun haben.
Und Hass geht noch einen Schritt weiter. Ich wünschte mir, dass der Mensch gar nicht existiert. Also ich tue dem Mensch eigentlich das Recht absprechen, dass er darf existieren. Mir ging es viel besser, wenn der nicht wäre. Und ich tue am nächsten auch absprechen, dass er ja auch Bedürfnisse könnte haben. Nein, nur meine Bedürfnisse werden gefährdet durch einen anderen. Der hat sicher nichts zu wünschen oder nichts zu haben. Und dann merken wir, Hass und Liebe sind im Prinzip ein bisschen miteinander verwandt. Beide Begriffe haben etwas mit meinem Gegenüber zu tun. Bei beiden Begriffen geht es um Menschen, die mit uns unterwegs sind. Und bei beiden Begriffen tun wir uns einander zuwenden. Und das ist ja auch etwas, wenn wir so in der Regenbogenpresse lesen, da ist das Bild oder, von diesem Liebespaar. Wunderbar. Das ist jetzt das Traumpaar vom Jahr. Und nachher, ein paar Jahre später, oder manchmal auch schon einen Monat später, heisst es dann von der grossen Scheidungsschlacht, wie man einander auf den Kopf gibt. Also zuerst die grosse Liebe und dann der Hass. Der Nächste, der lässt mich nicht gleichgültig. Und es beschäftigt mich auch, wie es am anderen geht. Im Sinn von Liebe wünsche ich, dass es am anderen gut gehen darf, dass der andere sich entfalten darf, dass das andere darf in seine Bestimmung kommen. Im Hass ist es gerade das Gegenteil. Ich wünsche, dass es am anderen möglichst schlecht geht. Jesus tut in der Bergpredigt immer wieder so Texte aus dem Alten Testament nehmen und er tut sie wie auf sich deuten oder wie auch neu deuten oder tut wie auch das tiefere Verständnis zum Text aufschlüsseln. Wir lesen das Gleichnis oder den Text lesen wir im 3. Mose 19, Vers 18. Dort heisst es, wir sollen unseren Nächsten lieben. Und der zweite Teil, der Feind hassen, das heisst es so nicht in der Bibel. Das ist Teil von der Auslegungstradition der Juden. In dieser Tradition ist es klar, dass sich der Vers, wir sollen unseren Nächsten lieben, auf eine absolute Solidarität beziehen, innerhalb von dem Kreis, wo wir uns bewegen, also dem Volk, wo wir drinnen leben. Es ist dort die Israeliten, das von Gott auserwählte Volk. Und dort muss das Volk gefördert werden, es soll weiterkommen. Und darum absolute Solidarität. Aber es bedeutet auch, dass man sich eben gegen aussen abgrenzen. Ich habe sogar gelesen, wenn eine Frau von einem anderen Mann beraubt würde, dann würde sie, oder so schlimm, es ist so schlimm ist, dass sie ja eben, dass da ihr Mann umgebracht würde, dass es so weit ginge, dass sie auf ihr Recht würde verzichten, weil die Gefahr würde bestehen, dass sie sonst der Bruder, der Volksgenoss, könnte schwächen. Also das ist so weit gegangen, die Liebe. Und die Liebe, ja, das ist dann vielleicht auch eher so ein bisschen als Deckmäntel, oder? Ja, wir tun nur ja nicht böse gegenüber jemandem anderes, weil wir wollen ja zusammen weiterkommen. Und umso intensiver ist dann auch der Abschluss gegen aussen. Man hat
das Gefühl gehabt, je mehr, dass wir uns auch gegen aussen abgrenzen, je näher kommen wir in seinem Inneren. Und das ist etwas, was mir immer wieder so auffällt, oder? Eine Gruppe, die miteinander unterwegs ist. Für einen Gruppenzusammenhalt muss man sich gegen die andere Gruppe abgrenzen. Ja, wir sind nicht so wie die. Wir sind nicht so wie die. Wir sind eben anders. Darum der Nächste lieben und der Fremd hassen. Die Pharisäer haben das zur Zeit von Jesus wie weitergetrieben. Sie haben gesehen, wir sind heilig, wir sind ausgesondert. Wir haben gar keinen Kontakt zu etwas, das nicht heilig ist. Und so war ihre Lehre auch zutiefst fremdenfindlich gewesen. Und sie haben alles, was irgendwie das Jüdische gefährden konnte, haben sie rausverbannen. Das fremde, verderbende Griechentum haben sie vertreiben. Und ich habe es noch spannend gefunden, dass im Text hier Jesus Bezug auf die Zöllner nimmt. Er sagt, wenn ihr nur eure eigenen Leute grüsset und lieb seid, was machen die Zöllner anders? Die Zöllner waren eigentlich der Inbegriff von dem römisch-griechischen System, das die Pharisäer so gehasst haben. Aber ich habe mich so gefragt, ja, wie geht es uns? Man sagt manchmal, ja, Blut ist dicker, oder? Also wenn wir in der Familie unterwegs sind, dann hat man manchmal schon Streit miteinander, aber wenn man von außen irgendetwas kommt, dann ist man dann gleich selber solidarisch und schaut zueinander. Oder eben, vielleicht auch als Gemeinde oder als Schülergruppe, wenn jemand anderes reinkommt. Wie gehen wir mit dem um? Vielleicht kann es sein, dass wir gegen aussen auch so wirken, als dass wir nur für uns schauen. Ja, gegen innen ist man solidarisch, gegen innen tut man einander helfen. Aber wehe, es geht gegen aussen. Jesus beschreibt, wie Gott handelt. Er lässt über Ungerechte und Gerechte die Sonne scheinen. Ich habe mir das schon viel so vorgestellt, dass ich dachte, aha, ja, wenn ich doch jetzt mit Jesus unterwegs bin und er mir etwas Gutes tun will und ich brauche nicht schönes Wetter, dann könnte doch einfach so wie ein Scheinwerfer auf mich kommen und nur dort, wo ich mich aufhalte, dort wäre schönes Wetter, oder? Oder wenn wir einen trockenen Sommer haben, vielleicht genau gleich. Genau auf meinen Garten regnet es und ringsherum ist es trocken, oder? Das wäre doch das von Gott her zu Ende denkt. Aber Jesus sagt, schau, ich lasse über Gerechte und Ungerechte regnen. Und über Gerechte und Ungerechte lasse ich die Sonne aufgehen. Und Jesus tut hier auch die Pharisäer auf etwas hinweisen oder die gläubigen Juden auf etwas hinweisen. Er hat gesagt, schau, was ist eigentlich der Auftrag, den ich Abraham gegeben habe? Ja, der soll das heiliges Volk sein. Aber im 1. Mose 12, 3 lesen wir, ich will segnen, die dich segnen, und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Aber es heisst da drinnen, auch in dir soll ich gesegnet werden, alle Geschlechter auf Erden. Also es geht nicht darum, dass wir vollkommen sind, indem wir uns abgrenzen, sondern dass wir vollkommen sind aus der Beziehung heraus, aus der Beziehung zu Gott. Durch unsere gelebte Liebe soll Vollkommenheit zum Ausdruck kommen. Und ja, das ist eine Überforderung. Gegen Liebe und nett sein, das ist doch anstrengend. Ja, wenn wir es aus uns heraus machen. Und ich tue manchmal, häufig, immer wieder mal, kommt das vielleicht auch nicht so zum Ausdruck bei mir. Die Liebe. Gerade bei meinen Nächsten Liebe leben, ist eine Herausforderung. Ja, wenn wir es einfach machen als Krampf. Tun, Nächstenliebe tun.
Aber ich glaube, die Vollkommenheit bedeutet eben Nächstenliebe, Leben. Aus der Beziehung heraus. Zuerst einmal auch aus der Beziehung zu Gott heraus. Er hat alles gegeben. Er hat alles gegeben. Und ja, da könnte man jetzt auch wieder sagen, nein, so lieben, wie Gott uns liebt, das kann ich nicht. Und doch, es ist ein Beispiel. Jesus hat seinen Sohn auf die Erde gegeben. Er ist für uns gestorben am Kreuz, dass wir eben dürfen versöhnt sein, dass wir dürfen Liebe empfangen und Liebe leben. Und mir ist da ein Vers aus dem ersten aus dem Kolosser 1, 21 und 22 in den Sinn gekommen. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Gott hat selber die Feindschaft zu uns Menschen überwunden. Und nur durch die Überwindung, die er selber gemacht hat, kann Liebe gelingen. Er zeigt uns und der Welt durch seine Liebe, dass er sein Handeln eben nicht von unserem Handeln abhängig macht. Gott hat uns gern, unabhängig, wie wir handeln. Und er hat alles gegeben aus dieser Liebe heraus. Ich möchte uns heute Morgen motivieren, Gott in seiner Liebe als Vorbild zu nehmen. Er lädt uns zu einer Beziehung mit ihm ein. Aus dieser Beziehung heraus dürfen wir Nächstenliebe leben und müssen uns nicht in Konkurrenz und Feindschaft zu anderen sehen. Gott in seiner Liebe Vorbild nehmen, in der Beziehung zu ihm leben und nicht der andere in Konkurrenz und Feindschaft zu sehen. Das ist das, was ich uns wünsche. Amen.